Ein Sommer in den Bergen auf der Hütte. Das ist die Weissmies-Hütte im Wallis, oberhalb von Saas-Grund. Das Zuhause von Familie Arnold. Der Hüttenwart Roberto muss einen Rettungseinsatz. Wenn der Funkspruch kommt oder das Telefon kommt, bist du einfach von 0 auf 100 in einer anderen Welt. Es ist jemand in eine Gletscherspalte gefallen. Viel mehr weiss Roberto noch nicht. Die Capanna Sasfure in Bergell ist nach einer Saisonpause wegen dem Felssturz von Bondo wieder offen. Das Heidi erwartet Besuch. Also das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war noch recht bei dem Grölfeld. Das ist mir schon nicht recht. Im Unterland liegt die Bergseehütte. Das Zuhause von Toni Fullin und der Barbara Salzmann. Da werden Traditionen noch gelebt. Die Dankbarkeit, dass es einem gut geht, dass wir eigentlich in einem guten Land leben hier. Keine Krieg, nicht erlebt. Das ist SRF bei den Leuten. Heute Geschichten. Es ist Ende Juli im Wallis, mitten der Hochsaison. Die meisten Gäste sind schon am Pfusen, dass sie morgen früh los können. Meine Müsli klettert gewundrig. Die beiden Kinder, die Ladina und der Gian, dürfen heute in ihrem Versteck pfusen. Das hat ihnen der Roberto extra eingerichtet. Unser Äpfelkerl, ja. Mit diesen Kettchen schmücke ich die Fenster. Aber ihr kennt die Beibeerinnen. Und die hat euch abknabbern. Gut? Können wir dann mal schauen, was es geht? Dann noch die Wolken richten. Auf wen richtest du? Siebni, das ist gut. Mach's gut. Dann wird's so. Ja. Tschüss. Einen kleinen Draht zur Aussenwelt gibt es dann aber gleich noch. Du tust die ganze da lassen. Der Funk. Ja, ich lade den Funk an. Geht nach, wenn ihr wollt. Wenn etwas ist, dann der Funke. Du kommen wir. Genau. Füße gut. Gute Nacht. Reifer ins Bett sind wahrscheinlich auch die beiden Lichter da. Es ist schon 10 Uhr. Der Hüttengehilfe, der Oli, hat sie entdeckt. Ja, da sind noch 2 am Abstieg vom Lackin, aber nicht auf der Normalroute, sondern über das Grölfeld. Und ja, die sich ein bisschen verschätzt mit dem Südgrad. Also so wie das im Moment aussieht, müssen wir nicht gerade erklippen. Heute sagst, hat fast jedes Telefon mit oder irgendein Funk oder irgendetwas. Dann würde die sicher Alarm schlagen. Wir lassen jetzt Licht brennen. Also wenn sie nicht irgendwo das Zelt haben oder so aufgestellt, sind sie sicher froh, wenn sie noch das Weich haben. Das geht noch ganz weit. Als Bergretter weiss der Hüttenwart Roberto, von was er redet. Und tatsächlich, etwa 2 Stunden später kommen 2 junge Iren ziemlich übermüdet in der Hütte an. Ah ja. Can you come in to the restaurant? Sure. There's pursuit. Oh, thank you. Oh, cheers. Thank you so much for that. Cheers. Can we just have a minute? Is To leave? Just Yeah, we left at 4. 20 hours, almost. Yeah, 20 hours. Die beiden sind seit 20 Stunden auf der Beine. Yeah. Sie wollen aber noch weiter. Campsite? Yeah. Yeah. Okay. No. Thank you for the water. Yeah. Sie laufen noch ins Tal. Jetzt laufen sie noch weiter und sind dankbar für das Wasser. Ja. Nicht viel nachstudieren und machen.
gefährdet ja niemand anders, wenn sie jetzt hier mal abläufen. Es scheint, als wären die zwei eher knappe Kasse. Bis ins Tal aber sind es noch mal etwa 3 Stunden. Heidi Altwäger hat die letzten Wochen im Tal verbracht. Sie schafft noch 50% als Sozialpädagogin in Samada. Jetzt bleibt sie aber für länger auf der Sasfure, oberhalb von Bondo. Wo sie weg war, haben der Stefan, seine Freundin und Ines, die Co-Hüttenwartin, zum Rechten geschaut. Und sogar ein bisschen aufgerüstet. Nein, also ist ja wahnsinnig. Das ist ja so ein fliegender Wechsel, der Kopf. Also ist jetzt schon schade, habe ich nicht noch 2-3 Worte reden mit. Ja, aber gestern ist das Wetter. Wenn es schön gewesen wäre, wäre es schon noch ein bisschen. Ja, sie wäre jetzt wahrscheinlich geblieben. Wo die Zeit im Engadin war, hat der Stefan das Programm für die Reservationen aktualisiert und aufgemotzt. Also 28. Und überhaupt braucht Heidi ein Update, was alles gelaufen ist. Oder eben auch nicht. Genau. Jetzt. Das ist jetzt, ja. Also es hat sich schon geändert, ja. Es kommen schon viel weniger Tagesgäste. Und bei den Übernachtungsgästen, ja, ich habe auch den Eindruck, es hat weniger, es hat bedeutend weniger Leute. Also du hast es jetzt auch ein bisschen mitbekommen, Ines, was hast du? Also ich habe auch das Gefühl, dass eben die Tagesgäste, die wenigstens am Wochenende am Morgen auf etwas essen und nachher wieder runtergehen, die sind sehr rar. Ja, also. Das ist klar. Du das ist halt, ja, es ist, der Weg ist einfach zu lang für das. Gut. Aber ich habe mit dem gerechnet. Also das ist nichts Überraschendes. Also ich wäre sehr überrascht, wenn wir jeden Tag einen Haufen Tagesgäste hätten. Und bei so einem Wetter kommt so oder so niemand. Schon gar kein Kletterer, der auf der Badile rauf will. Jemand ist aber gleich unterwegs auf die Hütte. Die Irene, eine Freundin von Heidi. Ja, jetzt ist sie um 11:30 gestartet. Jetzt ist sie 2:30. 4 Stunden. Ja gut, sie ist Stunden zu Stunden. Sie hat schon 5. Also jetzt eigentlich sollte man sie schon sehen. Der neue Zustieg auf die Hütten ist viel weiter als vor dem Bergsturz von Bondo. Ja. Ja, das ist sie gut, das ist sie von Augen. Das ist sie in den Bäumen. Wahrscheinlich sitzt sie jetzt noch ein bisschen unter den Bäumen. Willkommen bei Combox von Frisco. Ja. Der gewünschte Teilnehmer ist momentan nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie nach dem Signalton Ihre Nachricht. Ja, Irene, wenn du im Fall Combox ablässt, wir sind die am Beobachten. Und siehst du sie? Es ist noch weiter unten. Wir sehen die und wir warten auf die. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war noch recht bei dem Grölfeld noch. Und dann beim Bach haben sie, glaube ich, auch noch mal schnell gesehen. Ah, ja. Oh, das ist mir schon nicht recht. Es schädert und güsst wie aus Kübeln. Definitiv kein Wanderwetter.
Das Empfangskomitee. Ja. Bin ja froh, bin ich da. Oh, Irene, jetzt bist du wieder trocken, gell? Ja. Oi, hei, Das hei. ist nicht das Problem, der blitzt. Ist nicht gewesen? Ja, das hat blitzt und kein Donner. Das war wirklich... Ah, sicher? Und dann bist du ein bisschen unter einem Stein, hast du ein bisschen gewartet? Nein, ich habe einfach dann dort in den Felsbrüchen haben wir so zusammengehauen und dann habe ich dort gewartet. Schön bist du da. Jetzt freue ich mich auf etwas Warmes. Ja, kannst auch warme Dusche nehmen. Wir haben Dusche, heisst eingeführt. Ja. Und dann kannst du in die Küche kommen, an den Ofen hocken, wir haben eingeführt. Etwas Feines zur Nacht und wir sind ganz unter uns. Nur wir drei. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Oder in dem Fall der Sturm vor dem Sturm. Die Moore sollte heute fast voll sein. Im Urnerland auf der Bergseehütte ist das Unwetter am Abziehen. Der Hüttenwart, Toni Fullin, hat Besuch von seinem Sohn und seinen Enkeli. Mario und ich haben nicht ein Vater-Sohn-Verhältnis. Wir sind mehr Kollegen. Er ist mit mir klettern, wo er noch nicht so gut klettern wie ich. Und irgendwann ist die Zeit gekommen, die Ablesung kam. Das war ein schwerer Prozess. Irgendwann musste ich sagen, kannst du mich ablassen, ich gehe heim. Und einfach zu akzeptieren, dass halt einfach, die Jungen nachkommen und besser werden. Sehr gut. Junge sind im Moment gerade ein Haufen auf der Bergseehütte. Ein Work-and-Climb-Lager ist zu Gast. Und mit denen gehen der Toni und der Mario jetzt an den Berg. Das Krokodil darauf. Das ist ein Klettersteig, den die beiden zusammen eingerichtet haben. Spielregel Nummer 1, alle haben den Helm oben. Also wenn wir am Einstieg stehen, oder, könnt immer einen Stein oben runterkommen. Das ist immer fast etwas vom Gefährlichsten. Die den Helm nicht haben, den Helm anlegen. Also Raphael, jetzt kannst du dir das zeigen, wie das funktioniert. So erfahren beim Klettern wie Toni seine Enkel sind nicht alle für Gruppen. Das ist aber für einen versierten Bergführer kein Problem. Gut, ich kann kommen. 400 Meter Stahlseil sind bis zu oberst verleiht. Ich habe sehr viele junge Gäste. Meine Kletterpartner zum Klettern die sind zum Teil 40 und noch mehr Jahre jünger. Und das ist eigentlich schön cool. Und jetzt mit ihnen da natürlich auch. Ich meine, man sieht, wie die sich bewegen, wie die unbelastet sind. Motiviert immer mich selber auch wieder ein bisschen zu gehen. Natürlich ist das Limit immer tiefer, jedes Jahr ein bisschen tiefer, aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass ich an mein persönliches Limit gehen kann. Und da bin ich genauso gefordert wie früher. Siehst du dort drüben die Kletterer? Ach du Schande. Tonis Lust heisst diese Route. Das ist eine meiner schöneren Erstbegehungen. Er hat bereits Probleme durch den Einstieg. Und auch mit 70 Jahren auf dem Buckel bewegt er sich noch wie ein junges Reh. Man hat fast das Gefühl, beim Toni sei die Zeit stehen geblieben. Der gemeine Wacholder. Die Alten haben immer gesagt, das sei potenzfördernd. Zunehmend und Alten brauche ich das. Ein Vorbild für alle hier. Die Bühne hatten der Vater und ich. Aber die Idee ist eigentlich vom Vater gekommen. Wir haben am Anfang also ein bisschen
Konflikt gehabt. Ich hatte das Gefühl, es bräuchte es eigentlich nicht unbedingt. Oder? Es ist fast eine Verschandlung vom Gebiet. Aber wir haben jetzt herausgefunden, dass er mit dieser Frequentierung, die wir hier haben, dass er wirklich eine gute Idee scheinbar ist. Oder? Und gleich mehr Leute auf dem Klettersteig haben als in diesen Kletterrouten hier. Die toppen Ausblick hoppen euch. In knapp 3 Stunden haben sie es alle geschafft bis rauf. Und dort wartet noch ein weiteres Highlight. Jawohl, gut so. Jetzt kannst du drüber laufen. Im Wallis auf der Weissmieshütte pressiert es. Roberto ist Bergretter und hat einen Notruf gekriegt. Roberto hat gerade ein Telefon bekommen. Ist Einsatz. Irgendetwas ist Spaltenrettung. Ich weiß nicht. Ich werde erst ins Bett gegangen vom Frühstück. Und jetzt werden wir mal schauen, was geht. Um 1:30 am Morgen hat er die Frühschicht für heute gemacht. Ja, man weiss halt nie so recht, was es ist. Und man merkt an ihm, wäre lieber, wenn es nicht mehr sein müsse. Und ist man froh, wenn er zurück ist. Wenn der Funkspruch kommt, bist einfach, oder das Telefon kommt, bist du einfach von 0 auf 100 in einer anderen Welt. Ja, man weiß nie, was geht. Man ist ja schon konzentriert. Oder was er erwartet. Man muss immer studieren, was man würde machen würde. Und ein paar Situationen gehen einem schon durch den Kopf. Lange Zeit zum Studieren hat er aber nicht. Als alpiner Bergretter ist Roberto für die Bergung und Sicherung der Verunfallten zuständig. Er ist für einmal nicht der Erste an der Unfallstelle. Die Spaltenrettung ist schon in vollem Gang. Mit der Seilwinde wird der Verunfallte aus dem Gletscherspalt aufgezogen. Es sieht nicht gut aus. Darum stellt er die Kamera auf seinem Helm ab. Auf der Hütte läuft der Betrieb normal weiter. Rettungseinsatz und 1. August-Brunch hin oder her. Der Roberto hat gerade angerufen. Ist leider jemand ist bald und tot. Und jetzt müssen wir noch warten, Saasfee, bis mit der Polizei und so alles durch ist. Und nachher kommt er dann. Ja, wenn er erzählen will, dann erzählt er, aber ich kann ihn nicht fragen. Bei mir jetzt. Und plötzlich kommt es, dann erzählt er, vielleicht ist es einen Tag später. Und wenn in der Nacht verarbeitet er seine Träume, aber er merkt es nicht, er sagt nicht, dass er es merkt, er schlägt wild um sich oder so. Ja. Ja, es ist immer tragisch. Und er sagt einfach, er probiere den Leuten nicht ins Gesicht zu schauen. Dass er keine Bilder im Kopf hat von diesem Gesicht. Großmama kann mir vielleicht noch etwas Glas kaufen. Für sie ist das eigentlich, seit sie auf der Welt sind, ist das so. Und das ist gewöhnlich, wenn ihr Geburtstag habt, Weihnachten oder Feiertage, ist das fast normal, dass Roberto einen Einsatz hat. Gell? Was ist genau? Aber ist jemand in einen Spalt gibt. Wo? So als Fehleben. Und jetzt kommt dann der Papa. Ja. Wie ist das Leben, gell? Und auch wenn die Kinder das mittlerweile kennen, es bleibt gleich etwas Spezielles, wenn der Papa so schnell weg muss.
Gut. Ja. Was ist das? Komm her. So. Hallo Ladina. So lange hier. Und statt endlich zu pfusen, wird gebachet. Jetzt kannst du dir erst einen, der... Heute kommen noch Haufen Gäste rauf für den 1. August-Brunch. Das ist fast das Beste zum Entspannen. Bei Steigen. Entweder schlafen oder weiterfahren ist fast das Beste, wenn wir nicht zu viel nachstudieren. Ja, schön. Super. Das ist noch nicht genug lang. Noch nicht genug lang. Gut, hä? Zwei, der Rechner geht. Gestern noch Gewitter, heute wieder das schönste Wetter in Bergell. Das zieht Kletterer aus der ganzen Welt an, die auf den Piz Badile wollen. Hier haben wir den. Der ist schon. Entsprechend früh dran ist Heidi mit den Vorbereitungen für die Nacht. Jetzt haben wir gerade heute so viele Leute, wie wir schon lange nicht mehr hatten. Also die Saison glaube ich noch nie hatten. Also ich bin jetzt auch erst kurz wieder da. Und ich muss sagen, ich muss gerade ein bisschen reinkommen. Wieder geht alles noch ein bisschen langsam und ich muss schauen, dass ich gut vorbereitet bin. Ja, jetzt haben wir doch halb voll, über 20 Nachtessen. Und ja, ich habe jetzt sicher 2 Jahre lang nicht mehr für so viele Leute gekocht. Aber es geht schon, es ist gut, es ist spannend, es ist so ein bisschen das Kribbeln da und ich freue mich jetzt auch sehr auf die Gäste. Also, ich schaue jetzt einfach, dass ich alles gut vorbereitet habe. Letzte Saison ist heute wegen dem Felssturz am Piz Cengalo im August 2017 zugeblieben. Jetzt gibt es aber wieder einen Zustieg zur Hütte. Hello, guten Tag. Hello. You are? My name is Alan Dickinson. Alan Dickinson? We have a reservation. Yes. You have a reservation. Du hast eine Reservation, ja. Yes. Hello. Willkommen, ich bin Heidi. I'm Heidi. Heidi, lovely. Freut mich. Yeah. It's the same for us. Hello. Nice I'm Heidi. Hi. Ines? Hello, Ines. Hallo. I'm Alan. Amanda. Wisst ihr, ob es noch andere Kletterer hat, die morgen auf den Piz Badile gehen? 28. 28, okay. Und wisst ihr, ob Wanderer oder Kletterer? Most people going climbing. Macht ihr morgen Kante oder Kassin? Ah, wir machen Gassin-Route. Okay. Shall we... 20 only us? Was? Wir haben doch anderen hinterher wollen. Okay. Right. Vielleicht kommt ja gleich noch jemand. Do I need to check? Soll ich die Schuhe abziehen? Ja, es hat schon recht viele Engländer. Also Engländer, Italiener, Deutsche, das sind so die Anteil Ausländer, die man meist in Spanien hat, es auch etwa. Franzosen ein bisschen weniger. Ja, aber Engländer schon. Ja. Denken, dass wir einen Deckel drauf. Ja, so macht Spass. Jetzt für Bouillon drin tut, muss ich ganz schnell immer probieren. Was findest du? Ich finde es fast noch viel Salz. Ei, jetzt musst du aufpassen. Schnell rüberziehen. Ich bin immer ein bisschen spät dran. Ich wünsche mir immer, dass ich mal wirklich ein bisschen im Schluss... Aber wahrscheinlich brauche ich das einfach. Ich brauche einfach, glaube ich, den Druck am Schluss. Es ist schon, es geht immer auf. Und ich habe natürlich auch grosse Ansprüche, also das, was rausgeht. Oder? Es ist dann noch kleine Details, oder? Das muss auch noch sein.
Kohlenhydrate. Das Beste für alle, die morgen die 8 Stunden Aufstieg vor sich haben. Aber auf das Mal sieht es draussen nicht mehr so gut aus für die Gipfelstürmer. Also was ist die Frage, wie ihr dort raufkommt? Also ist da der Einstieg? Okay. Ja genau, da kann man einsteigen am Fels. Then you did this. Yes, yeah. You went on the rocks. You went up. It's also. Ja, das haben wir gestern gesehen. Ja. Good. We see you tomorrow. Dann sehe ich euch morgen am Morgen, am 4 Uhr, zum Morgen. So helpful. Thank you so much. Super, hat uns helfen. Das Einzige, was uns Sorgen macht, ist, dass der Fels morgen nass ist. Hoffentlich ist gutes Wetter. Jetzt ab ins Bett. Wenn die beiden da gewusst hätten, was morgen auf sie zukommt, wären sie noch viel früher runter. Kaiserwetter auf der Bergseehütte in Innerschweiz. Es ist 1. August. Ja, schön gescheitetes Holz, das ich eigentlich für einen Ofen brauche. Aber der 1. August ist es darum wert, ein paar von denen zu verbrennen. Ich denke, es gibt ein ganzes schönes Feuer. Und auch mit 70 wird noch gebuckelt. So viel wie ihnen passt. Das Feuer machen wie vor Hunderten von Jahren, um das Feuer herum hocken. Vielleicht in guter Gesellschaft natürlich. Interessante Gespräche kommen immer da ein bisschen zum Tragen und ich finde es noch schön. Die Barbara, seine Stellvertreterin, die er zusammen die Hütte führt, ist wieder einmal daheim zu Uster und sollte langsam kommen. Es gibt noch zu tun. Ja, ich sehe die Barbara noch nie. Vielleicht ist sie in dem kurzen Stück da vorne, das ich jetzt nicht einsehen kann. Ich habe einen Einzelgänger gesehen, vor etwa 20 Minuten. Aber jetzt im Moment sehe ich nur so Grüppel, die da kommen. Aus der Ruhe bringt ihn das aber nicht. Sein halbes Leben macht er das schon da oben. Und da ist sie endlich, die Barbara. Auch sie war mittlerweile 60 gewesen und im Gegensatz zum Toni nicht in den Bergen daheim. Und gleich ist sie da oben seit manchem Jahr ein fester Bestandteil des Teams. Ja, ich bin nicht mehr so berggängig wie früher und bin mich gewöhnt, dass ich immer rauffliegen darf zum Arbeiten. Das tut mir gut, wieder einmal ein bisschen laufen und ich kann Zeit gehen, ich kann nicht pressieren, ich kann immer wieder Pause machen und mein Tempo durchziehen. Das ist super. Und, aber die Hitze ist, das macht mich zu arbeiten. Das vertrage ich nie. Das habe ich noch nie vertragen. Gut am Klettern. Ja, tipptopp. Ja, schau, Barbara. Grüezi. Grüezi. So. Streng sein für das Kleid. Ja. Ciao. Danke. Danke. Du, ja, du. Ja, es war einfach heiß, nicht streng, aber mit der Hitze hatte ich auch Mühe gehabt. Ich habe eigentlich zweimal probiert zu telefonieren. Ja, weißt du, was das ist? Telefon vergessen? Ja. Dumm? Ja. Oh, ich weiss nicht, was es ist.
Ich hoffe, Sie sind im Auto. Gehst du mal nach oben? Ja, ich kann schon. Ich muss so einen Salat holen, dann kann ich schauen. Ja, machst du. Das ist hier im Kofferraum. Ja, wenn sie nicht brauchst, dann sicher auch. Ja. Vom 1. August zum anderen. Im Wallis auf der Weissmieshütte wird bruncht. Auch der Roberto steht noch, trotz Nachtschicht und Rettungseinsatz. Hallo zusammen. Die Carla hat euch noch etwas vorbereitet. Sie will euch noch eins jodeln. Nein. Nein. Wir wollten dich merci sagen, dass ihr hier angekommen sind. Schön, dass ihr da sind und schön, dass das Wetter stimmt. Ich hoffe, ihr könnt es genießen. Am 11 Uhr gibt es dann noch Dessertbuffet. Geht es dann noch weiter? Also nicht gerade, dass ihr am 5 vor 11 Uhr geht. Ja, merci einfach. Schön, dass ihr da seid. Ich will noch schon mal wo dazu hocken, einen Kaffee trinken. Aber sonst, vielleicht, wenn ich dann mal eine halbe Stunde Zeit habe, gehe ich eine halbe Stunde liegen. Unter den Tisch liegen. Da kann da drunter jetzt glaube ich Platz, das ist flott Schatten. Schön wär's. Das liegt aber nicht drin. Die Carla und die Kinder haben nämlich noch etwas vor heute Nachmittag. Ja, es ist nicht gerade der perfekte Moment, um ins Dorf zu gehen, aber die schaffen das schon. Häufig Hilfe und dann klappt das. Alles gemütliche Gäste. Hier im Tal, Saasgrund, ist heute noch ein Umzug. Da sind die Arnolds alle Jahr mit dabei. Und Carla geht immer gerne einmal schnell weg von heute. Stress hin oder her. Es ist schon schön, mal wieder im Dorf zu sein. Da sieht man so die Leute, die man den ganzen Sommer schon nie gesehen hat. Und mal wieder etwas anderes. Schnell Luft tanken. Und dann nachher gehen wir dann wieder rauf. Ist auch wieder gut. Derweil kämpft oben einer gegen die Müdigkeit. Der Roberto ist seit 17 Stunden auf der Beine. Und die Hütte ist voll, wenn das noch gut kommt. Auch auf der Bergseehütte hat es am Nationalviertel kaum einen freien Platz. Es soll ein Festmahl geben heute Abend. Und für das haben Toni und Barbara noch 2 Hüttengehilfen im Einsatz, die schnetzeln können. Ja, er hat einen weniger. Weißt du, da ist er schon gestanden. Wir haben eigentlich ja jedes Wochenende praktisch Full House. Also Freitag, Samstag sind die am meisten gebucht sind. Am Sonntag ist nachher gerade wieder leer, weil alle am Montag in der Mücke arbeiten. Haben wir relativ wenig. Aber ja, das weisst du. Also, wenn du für eine Hütte arbeitest und das ist das Wochenende in der Hochsaison nicht ausgelastet, also, dann machst du etwas falsch. Denke ich jetzt einmal. Also, ja, sicher. Oder? Weil die meisten Leute haben das Wochenende Zeit. Ich möchte Sie im Namen von Toni Fulin und seinem Team ganz herzlich begrüßen bei uns auf der Bergseehütte. Ich hoffe, ihr habt alle grossen Hunger und könnt unser Nachtessen geniessen. Der Toni hat eine schöne Ski dabei gemacht für uns, so ein paar Meter neben dem Haus.
Es gibt heute Abend nur das Höhenfeuer. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Abend, viel Vergnügen und schön, dass ihr da seid. Auf der Bergseehütte sind die Rollen ziemlich klar verteilt. Die Barbara ist die Ästhetin und zuständig für die Einrichtung und Deko. So schön. Der Toni eher für das Grobe. Irgendwie ist das für mich ein bisschen Heimat. Wir brennen jetzt hier für 200 Franken Holz eigentlich. Die meisten sagen nutzlos, oder? Aber für mich ist es nicht nutzlos. Irgendwie ist das Feuer einfach etwas faszinierend, finde ich. Und hier, jetzt, wo wir allein da sind, ist das wunderbar, es knistert, es knastert. Es ist einfach eine Röhre, Bachräusche drum. Ich finde es fantastisch, es müssen gar nicht ein Haufen Leute da sein. Irgendwie kannst du da eine gewisse Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, auch immer. Wem gegenüber, das weiss ich nicht, aber Dankbarkeit, dass es einem gut geht, dass wir eigentlich in einem guten Land leben hier und keine Krieg niederlebt. Ja, tut mir schön, dass man den Brauch hier nicht vergessen wird. Im Wallis sind Carla und die Kinder mittlerweile auch wieder auf der Hütte oben angekommen. Und wer wundert's? Der Roberto steht immer noch. Schade. Jeden Tag wie heute wäre ein bisschen streng. Aber es war schön. Ja, vor allem war es ein ganz gemütlicher Lieg. Ja. Und so haben wir noch ein bisschen geholfen. Keine, also komplizierte Leute haben wir eigentlich selten. Und seitdem sowieso nicht im Brunch. Ja, und alle zufrieden gewesen, sagte ich. Jetzt gehen wir alle etwa gleich liegen, he? Aber morgen mal Für mich ist aber nicht, ob es 4 Uhr Es ist morgen um 3:30 auf der Cabana Sasfure. Die auf der Badile wollen, müssen früh raus. Entschuldigung. Thank you. Eine gute Tour wünsche ich euch. Merci, hoffentlich bis gleich. Ja, ich hoffe, es kommt gut. Ja, wir sind vorsichtig. Der Fels könnte nass sein vom Regen. Yeah, fingers crossed. Thank you. Right. 4. So 4? 28. 4:28, perfect. Let's go. Und dann startet das Bärli aus England auf eine der schönsten Klettertouren der Schweiz, wie man sagt. Looks like nobody else went very high. Bis ein Einstieg am Fels sind schon mal 2 Stunden zu laufen oder zu rennen. Alan und Amanda haben Glück. Es sind gute Bedingungen zum Klettern am Piz Badile. Und allein sind sie auch nicht auf ihrer Route. Es sind noch andere unterwegs. Und beobachtet werden sie auch noch.
Also man nimmt schon Anteil, also schon, ja. Wir schauen, also, wir sind schon immer am Beobachten. Also nicht einfach, also ich will, dass es ihnen gut geht, dass sie schnell vorwärts kommen, dass sie eine gute, schöne Tour haben. Es ist nicht einmal so, also Gefahren. Sicherheitsgefahren, aber ich muss sagen, in den 13 Jahren, als ich da bin, haben wir noch gar nie einen bösen, schlimmen Unfall am Badile. Und das ist eigentlich schön. Okay, ja, da haben wir 2 Personen. Jetzt rebelt es von Gästen. Oftmals. Oui, d'accord, une grande bière. Die perfekten Bedingungen am Badile sprechen sich schnell um unter den Alpinisten. Très froid, la bière. Très froid. Très froid. Ist ausgebucht, ja. Es ist das erste Mal die Saison, sind wir voll. Ja, es war gerade ein bisschen überraschend, aber ist gut. Things you can store here. Somewhere it's better because inside there's not so many. Das zu haben. Und während Heidi in den verschiedensten Sprachen erklärt, wo da was ist, sind der Ellen und Amanda noch immer am Aufstieg. Sie sind zwar schnell gelaufen, aber langsam geklettert. Und darum viel zu spät dran. Die Sonne geht gerade unter. Was für eine Tour. Das kann man sagen. Wie fühlst du dich? Ich bin kaputt. But happy? Ich freue mich auf die Nacht. Yeah. And we found ourselves. Und jetzt sind wir da gelandet, in diesem komischen Ding. Es ist etwa ein 2 Meter langer Schlauch. Anyway, it's about 2 meters long. And it's a tube. Und warum sind wir da? Weil es viel zu spät ist für den Abstieg. It's too late to go down to the valley. But Aber zum Glück haben wir noch etwas zu essen dabei. We've just been checking what's available for our dinner. There it is. In der nächsten Folge wird hier im Wallis geklettert. Familienausflug bis Arnolds. Das ist der letzte Tag, wo wir Ferien haben. Morgen fährt die Schule an. Und das ist gerade super, dass wir noch so etwas machen zusammen. Am Badile haben nicht alle so viel Glück wie Amanda und Ellen. Ja, ich bin immer froh, wenn es nichts Schlimmes ist. Ja. Auf der Bergseehütte wird es brenzlig. Geht nicht. Ja, das ist einfach zu schwer. Ich habe gesagt, immer am Limit einfach. Und der Grund, warum wir immer noch da sind, ist diese wunderschöne gelbe Box da, wo wir drinnen haben geschlafen. In this beautiful yellow box. In the town There it is. where I was born, lived a man If we go inside, and he told us of his life. the quality of the accommodation. We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine. Are you ready for your breakfast? What have you got?